Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Wie ihr vielleicht gehört, bin ich ein bisschen müde. Habe die halbe Nacht durchgezockt. Das neue Call of Duty. Und ja, hier nochmal ein kleines Update. Richtig Spass macht es immer noch. Aber ich habe gestern noch ein Video vom Woody's Gamertag geschaut und der hat es eigentlich ganz richtig gesagt, alle, die das Call of Duty neu jetzt schon haben, sind schon ziemliche Hardcore-Fans. Und nicht, dass ich mir jetzt irgendwo brasten hier und das von mir selber behaupten, aber ja, überlegt es noch mal. Die meisten, die es jetzt schon haben, haben doch einen gewissen Aufwand betrieben, um es zu bekommen, so auch ich. Und das ja, setzt eigentlich voraus, dass man schon ziemlich angefressen ist. Auf was das ich raus will, jeder, der so angefressen ist, ist meistens auch nicht unbedingt der schlechteste Spieler. Darum müsst ihr euch das im Moment so vorstellen, dass eigentlich fast alle wirklich gut sind. Und der einzige Nachteil, den man halt hat, und das ist bei allen gleich, ist, dass man halt Maps nicht kennt und so. Aber zum Teil jetzt hier Freaks Online, Halleluja. Ich freue mich schon richtig, wenn der Morgen die ganzen Noobs kommen, die es noch nicht kennen. Sorry, wenn ihr auch dazu zählt. Aber wenn ihr Xbox zockt, könnt ihr dann gerne auch ein bisschen mit mir spielen. Nicht, dass ihr dann besser seid, aber ich kann dann vielleicht den oder andere Unterstützung bieten. Gebt sonst Bescheid, wenn ihr morgen durch den Tag auch Xbox zockt. Oder auch am Oben. Und ja. Was habe ich sonst noch so gesehen oder gehört danach? Es hat auch ein paar Schweizer gehabt, es hat wie gesagt ein paar wirklich gute durch gehabt, aber habe ich gemeint, dass sie einen verfickten Aimbot haben. Die UMP ist immer noch mein bester Kollege waffentechnisch, hat jetzt mittlerweile fast alle Aufsätze und dort alle Herausforderungen freigeschaltet, dass ich dann auch die goldige Camo bekomme. Aber sonst ist das ein gutes Ding. Sicher ein bisschen schwächer als Sturmgewehr, aber immerhin hilfreich. Und dann, ja, ich spiele halt meistens jetzt mit dem Support-Paket, weil es scheisst einfach schon an. Man wird so häufig von einer Predator-Rakete oder sonst irgendeiner Unterstützung gefickt, dass es für mich schwierig ist, mit der Sturmklasse wirklich was Geiles aufzubauen. Und dann ist es auch so, dass als erstes extra habe ich blinde Überwachung meistens drin, dass man von der Luft, keine Ahnung, Point Streaks nicht gefickt werden kann. Und Geschütze haben wir auch nicht gesehen. Und als zweites habe ich dann den Assassin drin, wo man auf dem Radar nicht gesehen wird. Radarstörer funktioniert auf einem nicht, EMP funktioniert auf einem nicht. Also das Ding ist der absolute Killer und in meinen Augen sogar noch besser als Ghost. Auch wenn man jetzt 2 extra Slots braucht, um eigentlich Ghost-Fähigkeiten zu haben. Nichtsdestotrotz, durch das es so viel los ist, ist es eben schon hilfreich, gerade am Anfang, wenn man sich noch nicht so auskennt, dass man ein bisschen geschützt ist. Ja, es gibt sicher auch die eine Sturmklassen bevorzugen und ich werde dann sicher auch mit dem anfangen, wenn ich mich ein bisschen besser auskenne. Ja, das zum Modern Warfare 3. Maps sind eigentlich wirklich noch easy designt. Ich habe bis jetzt keine gefunden, die ich richtig scheisse finde. Es ist halt einfach, eben optisch ist es halt ein kleiner Einheitsbrei. Die eine Map sieht fast ein bisschen aus wie die andere. Und das ja, kennt man ja auch noch aus dem 4. Teil und aus dem 6. Das heisst Modern Warfare 2 und Modern Warfare 1. Aber ja, auf jeden Fall gut designt. Camperspots gibt es ein paar, aber wenn man die kennt, kann man schnell reingügeln. Und falls der einen höckelt und irgendwie seine hohen Arschbäckchen rumsitzt, dann kann man ihn dort schnell abkassieren. Halleluja, ja. Ich denke, ich zocke jetzt noch ein bisschen weiter, dann ein paar Videos vorbereiten, damit ich dann, sobald es offiziell erlaubt ist, auch erstes Material aufladen und euch in diesem Sinne ein bisschen unterstützen mit ein paar Tipps und Tricks. Ja, wäre cool, wenn ich euch morgen sicher auch auf dem Kanal begrüßen könnte, weil wie gesagt, dann hat es durchaus einige neue Videos, Modern Warfare 3 Material. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Ich gebe hier jederzeit gerne Auskunft. Das war es mit einem weiteren Best of Black Ops, kleines 19-0 Team Deathmatch. Schönen zusammen.